7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SRF bei den Leuten schaut diesen Frauen in den Alltag und in den Kochtopf. Unsere Gastgeberinnen sind Erna Köfer aus dem Appenzellischen Schlatt, Stefanie Moser von Wichtrach, Kanton Bern, Sibyl Meyer aus dem aargauischen Anglikon und aus dem luzernischen Altbüron Romana Zumbühl. Dann sind dabei Ramona Imhasli aus dem Walliser Fieschertal, Silvia Stschier aus dem bündnerischen Parsons und aus dem friburgischen Motier Annie Simonet. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Samstagmorgen am Murtensee. Heute ist der Tag vom letzten Landfrauenessen. Die heutige Gastgeberin, Annie Simonet, muss noch etwas Wichtiges besorgen. Hallo. Hallo zusammen. Bonjour, Annie. Hallo zusammen. Ça va? Ja. Habt ihr etwas gefangen? Ich möchte gerne Ja, meine Bestellung schöne holen. Felchen haben wir vorgestern. Ah, super. Ja. Ja. Annie will zur Vorspeise Fischtartar machen. Dafür braucht sie rohe und geräucherte Felchen. Da habe ich Felchenfilet. Und noch gerökt habe ich, habe ich noch. Eben, ja, Flugschlag nehmen wir vielleicht gerade 2. Dass Annie den Fisch erst heute Morgen kauft, hat sie Grund. Ich denke, für das Fischtartar sollte der Fisch so frisch wie möglich sein. Und der ist wirklich frisch, vom Murtensee sogar. Weil manchmal kommt er auch vom Genfersee. Nein, das stimmt top. Ich bin glücklich, dass das geklappt hat. Merci. Ade miteinander. Ja, merci. Annie Simonet lebt mit ihrer Familie in Motier im französischsprachigen Teil des Kanton Fribourg. Die Familie führt das Weingut Petit Château. Kleines Schloss heisst auch ihr Haus. Da macht sich Annie jetzt hinter das Fischtartar. Also, machst du Zugetti? Ja, ist gut. Ich versuche da Fein scheibeln. den Dings da schön wegzunehmen, dass ich die nachher kann bröteln, nicht wahr? Das Tartar kommt in ein Mäntel aus angebratenen Zucchetti. Das übernimmt die Helene, die Schwester von der Annie. Die zwei sind ein eingespieltes Gespann in der Küche. Bei der Weinlese hilft Helene auch beim Kochen. So. Also, wir überhören. Geht sie fast nicht. Ja, es ist ein bisschen mühsam. Ich dann da nicht das jemand da fast versteckt an diesen Geräten. Die Landfrauen sind schon auf dem Weg. Gerade fahren sie durch Murten. Die Frauen haben klare Vorstellungen von ihrem kulinarischen Ausflug am Murtensee. Ja, also wenn sie nicht Fisch bringt, kann ich es fast nicht begreifen. Also dann muss sie fast bringen, der Fisch. Was ich auch gut vorstellen kann, ist, dass sie ihren Wein einbringen, vielleicht eine Weinsuppe oder irgendetwas, eine Sauce aus Wein. Et voilà, Annie tischt die Fische auf. An die fein geschnittenen Felchen kommt geraffelte Zitrone, Schalotten, ein Schuss Verjus, Meerrettichpaste, Salz und Pfeffer und Crème fraîche. Das muss alles gut durchziehen. Das 7. Mal sind die Landfrauen schon zusammen unterwegs. Da lernt man sich kennen. Also Annie habe ich von Anfang an als ein bisschen verschlossen so kennengelernt. Und dann, ja, wie es so ist, gibt es etwa ein Gläschen Wein. Und dann ist sie zumal ganz offen geworden. Und da habe ich so herzig gefunden. Annie ist eine ruhige, aber ich habe den Eindruck, dass sie ein bisschen stille Wassergründe tief, ein bisschen so ein Mensch ist. Und eben sicher noch für die eine oder andere Überraschung, wenn es gut ist. Von den Fisch braucht Annie sogar die Haut.
Die Fischhütte und jetzt anbröteln im Olivenöl. Das wird dann ganz steif und das kommt dann aufs Tartar. Das ist eine schöne Dekoration. Und beim Testessen haben sie alle gegessen. Ich weiss, ich habe das noch nie probiert, aber es sieht einfach noch schön aus. Fischhaut und rohen Fisch zur Vorspeise. Dani ist mutig. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ja, das ist tipptopp. Die Kulissen könnten nicht schöner sein. Heute zeigen sich Eiger, Mönch und Jungfrau. Schön in Gänsereihen, Frauen. Die ganze Familie Simone steht parat. Dani, ihr Mann Erik, die 2 Söhne mit ihren Freundinnen und Tochter. Hallo! Hallo! Schön habt ihr es hier. Hat er schön gehabt? Wunderbar! So, Frauen. Da haben wir ein Apéro parat gemacht. Ihr könnt auswählen. Wir haben einen Chasselas, einen Friburger oder einen Pinot Gris. Als Weisse könnt ihr etwas degustieren. Oder ein Oil de Perdrix, ein Rosé. Zur Begrüßung gibt es Freiburger Spezialitäten und natürlich eigenen Wein. Voilà, das ist Pinot Gris. Merci. Voilà. Und nicht fehlen bei der Anni darf der traditionelle Wüi-Kuchen mit Speck. So, da ist der berühmte Wüi-Kuchen von meiner Mutter parat. Wunderbar, danke Das salzige. Danke schön. Der. Bald muss Anni fertig kochen. Zuerst schauen wir aber zurück in ihre Woche. Es ist Weihnachten. Die Muskat-Trauben für eine Schaumweisse reif. Bei der Ernte sagt Dani, was durchgeht. Also, das ist jetzt der Muscat. Wir fangen hier an. Vielleicht gerade 2. Yvette, Beatrice, Stefan, Fabrice, Eric, Pavel. Fest auf dem Betrieb arbeiten die 2 Söhne, ein Angestellter, der Erik und Anni. Auf 9 Hektaren baut die Familie Reben an. 25 verschiedene Sorten sind sie im Moment. Dani ist vor gut 30 Jahren als Serviertochter auf Motier gekommen. Dann hat sie noch keine Ahnung von Weinbau. Als ich das erste Mal mit dem Erich in Reben bin, ich habe noch im Restaurant gearbeitet und hatte Zimmerstunde und er hat gesagt, komm, jetzt gehen wir mal schauen. Und dann hätten wir Köbiole, also Zwischentrieb rausbrechen in der Reben. Dann hat er mir das gezeigt und ich habe das versucht und dachte, ich sehe da keinen Unterschied zwischen einem Blatt und einem Köbiol. Es ist jedenfalls, wir haben nicht lange gemacht. Wir sind dann gleich wieder gegangen. Nein, es war nicht so eine gute, nicht so höllisch. Die Eltern von Erik waren kleine Gemüsebauern. Der Erik hat voll auf Wein gesetzt und den Betrieb von Jahr zu Jahr vergrößert. Mhm. Natürlich habe ich das nicht allein gemacht. Sicher mit meinen Eltern, noch mehr sicher mit meiner Frau. Aber wir haben viel gearbeitet, das da zu machen. Und jetzt, Zukunft ist für mich angenehm, mit Kindern jetzt zu Hause. Das ist eine Motivation zu arbeiten. Die Söhne haben beide Weinbau studiert und arbeiten voll auf dem Familienbetrieb mit. Der Stefan als Rebmeister. Er sorgt für eine gute Qualität der Trauben. Der Fabrice ist verantwortlich für das Keltern im Keller.
Das letzte Wort haben aber überall noch die Eltern. Ja, wir hören schon zu, oder? Wir haben das ganze Leben schon zugehört. Es geht weiter so, oder? Eigentlich haben wir keine Wahl, oder? Und ab in die Presse mit den Trauben. Tanni hat in der Küche zu tun. Am Nachmittag kommen Besucher für eine Führung durch den Keller und zum Wein probieren. Für das backen Tanni immer frischen Wüjenkuchen. Das ist eine Spezialität vom Wui. Das ist eine alte Tradition, die jetzt wieder sehr im Kommen ist. Ja. Es gibt eine süße Variante und eine Speckvariante. Ich mache immer die Speckvariante für den Keller. Ja, das ist sehr beliebt bei den Leuten. Der Kuchen ist aus Hefeteig. Tanni backt ihn nach Familientradition. Das ist ein Salzrezept. Also, ich habe das von meiner Schwiegermutter. Es ist sicher etwa 10 Jahre gegangen, bis sie das rausgerückt hat. Sie hat wahrscheinlich zuerst gedacht, sie muss schauen, ob das überhaupt hebt mit uns zwei, mit einer Deutschschweizerin. Nein, nachher hat sie gesagt, jetzt muss ich schauen, wie sie das mache. Ich muss es gleich machen wie sie, weil sie hat gut gemacht. Auf den Teig kommt ein Guss aus Topuram und Ei. Und das gibt dem Kuchen die spezielle Note. Die Butterstückchen, die verlaufen dann und das gibt dann so wie ein Löchchen und das sind dann les trous d'amour, sagen wir bei uns. Und auf Deutsch? Les trous d'amour, Liebeslöcher. Noch Speck und Kümmel drauf und bald ist der Wüjenkuchen parat für die Weindegustation. Ja, das ist gut. Zum Degustationsraum sind es ein paar Meter. Das Landfrauenessen will Tanni auch in diesem Raum machen. Da müssen die Helfer depressieren, dass alles warm bleibt. Simones machen viele Führungen und Degustationen. Der meiste Wein verkaufen sie direkt ab dem Weingut. So that's Dioli Noir, Swiss and local variety. Now you can take some wine from Switzerland. Die englischen Führungen machen die Söhne. Da können sich die Eltern auch mal absetzen. Am liebsten gehen sie auf den See. Das ist tief. Oh, C'est profond, ou bien? pas mal, hein? Ouais, okay. Der Erik geht gerne fischen. Ab und zu begleitet ihn seine Frau. Trop loin. Mais non. C'est une blague. Die zwei reden Französisch zusammen. Wegen der Sprache ist Tanni ursprünglich aus dem Aargau auf Moutier gekommen. Ah oui, il est sous le... Ah non, ça va. Non, c'est bon. Tu vois? C'est bon. Ich wollte mein Französisch ein bisschen auffrischen. Und dann habe ich das Inserat gesehen vom Restaurant. Dann dachte ich, ja, wieso nicht? Das ist nicht so weit von daheim. Und gleich im Welschen. Ja, einmal habe ich einen schönen Servitor gesehen im Restaurant, vis-à-vis von meinem Haus. Und voilà. Ja, und dann bin ich halt hängen geblieben da. Und sie ist noch da, heute, nach 30 Jahren. Ja. C'est bon? Gin. Gin. De petite bise. Voilà. Super, super. Oh, wie ist das schön, der Abend am See. Oh, wie ist das schön, der Abend am See. Das Wasser rauscht leislich, als wäre ich nichts mit dir geschehen.
Noch 2 Tage bis zum Landfrauenessen. Heute steht die Arbeit im Kauer an. Da gibt es das ganze Jahr durch zu tun. Hast du alles? Anni etikettiert die Flaschen, der Stefan verpackt sie. Ist der Kompressor angelaufen? Läuft der Kompressor? Simones setzen auf verschiedene Trauben und Mischungen. Chasselas, die früher im Vuilly dominiert hat, produzieren sie nur noch zu einem kleinen Teil. Die Leute wollen etwas anderes trinken. Sie trinken vielleicht weniger, aber dafür vielleicht etwas Spezielles, das etwas fruchtiger ist, das eine leichte Süße hat. Oder ja, das läuft sehr gut. 25 verschiedene Weine produzieren Simones im Moment. Für Stefan war Weinbauer schon ein Bubentraum. Fast jedenfalls. Wenn ich klein war, wollte ich eigentlich ein Cowboy-Winzer sein. Cowboy habe ich einfach auf die Seite gelassen und ich bin einfach Winzer. Am Mittag trifft sich die ganze Familie im Haus. Sie wollen den Weisswein für das Landfrauenessen aussuchen. Sandrine, das ist sehr wichtig, was du sagst. Du bist eine Frau, Samstag ist 6 Frauen. Du musst etwas sagen, Pelli. Je pense que le Traminer, ça passe bien avec les femmes. Ihre Wahl fällt auf den Traminer. J'approuve. Bon. Et puis le dernier avis, c'est toi, Annie. D'accord? J'ai pas de choix. T'as pas le choix. Auch Anni ist einverstanden. Santé, hein? Puis tout bon, hein? Okay. Ja, eine Winzerfamilie probiert zuerst den Wein und nachher gibt es erst zu essen. Heute selber gemachter Fleischkäse mit Bohnen und Herdöpfel. Ja, gute miteinander. Gute. Die Kinder wohnen nicht mehr daheim, aber alle sind im Dorf geblieben. Zum Mittag trifft sich meistens die ganze Familie. Sie erzählen mir nicht mehr alles, das ist ganz klar. Aber nein, man hat schon gleich noch, man sieht sie auch, oder? Wenn etwas nicht geht, sieht man es vielleicht. So, vielleicht nicht am ersten Tag, aber nachher mit der Zeit sieht man es dann schon auch. Ja, nein, man hat schon noch ein bisschen einen Kontakt und ja, ein bisschen eine Übersicht, wie man so schön sagt. Ils sont au bord du lac, puis après ils montent à la cave, en fait 2 groupes. Ah oui, tu veux faire comment d'autre? Mais c'est ouais. Anni hat noch etwas zu tun für das Landfrauenessen. Sie restauriert ein altes Fenster. Rein kommt ein Spiegel, wo sie das Menü draufschreiben will. Ja, es ist, glaube ich, der Professionelle würde sich vielleicht die Haare raufen, wenn er das würde sehen. Aber ich tue einfach so, wie es mich gut dünkt, und dann ist bis jetzt immer gut rausgekommen. Schon ein paar alte Stücke hat Anni aufgemöbelt. Sie weiss so, was sie machen mit dem Möbel. Ich habe schon eine kleine Idee im Hinterkopf. Ich würde gerne ein Bed and Breakfast auftun, weil jetzt die Kinder alle ausgezogen sind. Aber ich muss meinen Mann noch ein bisschen überzeugen davon, dass er mitmacht. Ist noch nicht ganz so weit, aber wer weiß, vielleicht bringen so weit. Sie hat auch schon eine Strategie parat. Mann, das ist wie jeder Mann. Man muss es einmal sagen und dann sagt er Nein und dann vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann beim 3., 4. Mal ist es dann schon wieder ein bisschen anders. Am Abend hat Anni auf einem Kürbishof abgemacht. Da trifft sie ihre Freundinnen von der Frauenkochzunft Gourmet du Vuilly. Hey, hallo! Ja, Bist du schon da? Ja. Geht's gut? Ja.
Nicht zu viel Schmuss, aber der geht. Hoi, Anni. Und ich. Ça va? Die Frauen suchen Inspiration für ein Kürbismenü, das sie zusammen kochen wollen. Also wir haben jetzt schon heute gegüchselt und wir haben gedacht, wir könnten doch die gerade als Suppentasse brauchen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Aber das längt das habe ich auch schon gesehen. Ja. Das habe ich gesagt. Hier hat schöne und der eignet sich ausgezeichnet für eine Suppe. Die Gourmet kochen miteinander anspruchsvolle Menü. Die Ideen dafür sprudeln nur so. Und zur Dekoration könnte man vielleicht ein bisschen Grinnen machen. Bis zu der Dekoration muss alles stimmig sein bei diesen Essen. An der Gourmet gefällt mir noch, dass wir treffen uns einmal pro Monat. Die 4 sind immer in der Küche und das Menü machen und die anderen sind eingeladen zum Degustieren, das Menü degustieren und den Abend geniessen. Das ist, ja, ich habe schon, es hat viele verschiedene Sachen. Es gibt Sachen, die ich gar nicht kennt habe, die wir da können degustieren und probieren. Das gefällt mir ein bisschen. Man lernt immer dazu. Ich würde gerne eine Spaghetti-Kürbis. Das habe ich auch schon gemacht, das ist noch gut. Ich mache immer eine Tomatensauce dazu. Ich habe dort hat das Rezept sogar überbacken. Die Vorspeise. Ja. Wieso nicht? Ja. Und dann der Fisch, dann können wir zum Fischen gehen. Die Gourmet experimentieren gerne. Wir wollen ja, also wir schätzen die Alltagsküche, aber wir treffen ja noch nicht für Rösti und Salat, sondern wir wollen Entdeckungen machen. Und da ist Sanni eben immer bereit, auszuprobieren. Und ja, auch wenn es manchmal kompliziert ist, aber es ist immer gut. Ideen für das Menü haben die Frauen genug gesammelt. Jetzt wollen sie auch probieren. Wer nimmt es erst? Hast du schon mal gekocht? Rohenkürbis. Ob die Erfahrungen bei der Kochzunft Anni beim Landfrauenessen helfen, sehen wir dann. Oh, Anni. Voilà. Merci. Schon bald ist es soweit. Morgen kommen die Landfrauen. Anni holt im Garten, was noch rum ist. Es herbstelt, aber die Zucchetti fürs Mänteli und ein Fischtartar sehen noch gut aus. Ich bin gerne hier im Garten. Ja, da habe ich meine Ruhe. Meistens lasse ich das Nattel daheim. Dann drehe ich jetzt nicht so gerne, aber nein, da bin ich für mich. Da kann ich machen, wie ich will. Ja. Die Dahlien blühen noch. Die braucht Anni für die Dekoration im Essau. Also auf dem Tisch möchte ich gerne alte Rebstöcke hineintun mit einer Blumendekoration, die ein bisschen bunt ist, vielleicht orange. Ich denke orange Kerzen und rote, orange Blumen, ja, mit einem alten Rebstock. Probier's. Die Dekoration für die Landfrauen will Anni am Nachmittag mit ihrer Schwester oder Tochter machen. Zuerst hat sie aber noch in der Küche zu tun. Ich tue jetzt hier Wasser und Zucker, Anis, Etoile d'Anis und Zimtstängel kann ich jetzt einkochen lassen während etwa 2 Stunden. Das gibt dann die Basis für mein Moutarde de Bénichon. Bénichon-Senf ist eine Freiburger Spezialität, wo man an der Bénichon, der Erntedankkilbe, isst. Anni braucht den Senf für die Sauce vom Hauptgang. Sie kocht das Zuckerwasser mit dem Gewürz, siebelt sie zuerst ab. Dann Birnendecksaft mit Mehl vermischen. Gut verrührt gibt das eine dicke Masse. Darauf kommt das Zuckerwasser mit dem Gewürz dazu und wieder auf den Herd damit.
Der Benichon-Senf schmeckt besonders, ein bisschen nach Lebkuchen. Es ist ein bisschen riskant, es hat einen speziellen Gau. Süß, säuerlich, ja, mit dem Anis, Zimtstangen, Nelken. Ja, es ist speziell. Seht es dann? Mal schauen, ob das die Landfrauen gerne haben. Jetzt kommt noch in Weisswein eingelegtes Senfpulver dazu und bald ist der Senf bereit für die Sauce zum Hauptgang, den Entenbrüstli. Jetzt ist es höchste Zeit für die Dekoration. Mami, wo muss ich das Menü schreiben? Vorspeise hier oben, dann Hauptgang und Dessert wieder da unten. Ja. Ist gut. Und das ist wahrscheinlich zu lang. Du musst Fisch da im... Oder wie hast du... Oder Fisch da... Man muss schauen. Aber ja. Vielleicht Spaghetti-Mattel musst du zweimal. Ja. Anni ist nicht mehr so gelassen wie sonst. Ich bin eher ein bisschen nervös, ein bisschen zappelig. Aber nein, ich sage mir dann immer ruhig. Und dann... Es wird schon schief gehen. Sie ist keine, die weit vorausplant. Darum geraten sie im letzten Moment immer wieder zünftig unter Druck. Oh, weißt du was? Jetzt habe ich die Trauben vergessen. Für? Wo? Nein, ich wollte hier eine Traube und hier eine Traube runterhängen lassen. Oh, ja, das habe ich vergessen. Nicht dort schön drüber. Nein, so, ja, drüber. Ja, aber das können wir immer noch machen, da, so ein Trübel. Ah ja, nein, das muss ich noch holen. Ja. Also das ist schön dort. Ja. Ja, das sollte doch möglich sein, das kann man immer noch. Die Trauben können sie noch reinflicken. Könnte auch noch anderes vergessen gehen für morgen. Ich hoffe nicht zu viel. Nein, ja. Es ist einfach alles. Wenn man nicht alles aufschreiben, dann vergisst man es. Nein, ich hoffe, dass ich für morgen parat bin. Jetzt ist er da, der Samstag vom Landfrauenessen. Die zwei Schwestern sind an den Vorbereitungen für einen Hauptgang. Als Beilage zu den Entenbrüstchen gibt es Knöpfli und garete Birnen. Du hast das wollen? Die Birnen kommen in einen Sud aus karamellisiertem Zucker, Weisswein und Wasser. Sie sind vom eigenen Baum vor dem Haus. Es ist eine spezielle Sorte. Das sind Poirabozzi, das sind Büscheli-Birnen. Das ist eine ganz spezielle Birnensorte. Die ist geschützt, kommt vom Kanton Fribourg. Sie heisst Büscheli-Birnen, weil es sind immer 2, 3 Birnen wie an einem Büscheli. Darum heisst sie Büscheli-Birnen auf Deutsch. Als weitere Beilage gibt es Kürbispüree. Das macht Anni aus einem Butternusskürbis vom Kürbishof. Die Beilagen sind in der Pfanne. Jetzt geht es ums Fleisch. Die Entenbrüstchen kommen frisch vom Nachbardorf. Ein Arbeitskollege vom Mann hat einen schönen grossen Teich und der hat die aufgezogen. An Enten hat sich noch keine Landfrau gewagt. Ab und zu ist das noch fein, etwas zu machen, das man vielleicht nicht alltag hat. Die Fettschicht bleibt dran, muss aber schön eingeschnitten werden. Dann ein bisschen Salz und Pfeffer drauf und in die Pfanne für kurz anzubraten. So, ist das heiß genug? Birli. Ja, die können gut. Ja, ich kann vielleicht... Nein, ist gut. Nein, weißt du, die müssen verrumpelt sein. Nein, schon, weißt du. Aber ein bisschen, ja. Nein, bis wir dann schön essen, ist das gut.
Jetzt kannst du dann langsam... Soll ich kommen mit dem? Die anderen tust du dann drauf. Das macht nichts, oder? Nein. Jetzt kommen die Entenbrüstchen 1 Stunde in den Ofen zum Niedergaren. Boah, es sollte noch ein bisschen leicht, vielleicht noch ein bisschen leicht rosa sein oder nicht zu durch, aber gleich kein Blut mehr haben, das ist klar. Ja, ich hoffe, sie sind zart. Der Tisch ist deckt. Die Landfrauen können kommen. Herzlich willkommen. Da. Schön. So, sitzen. Ein Loch. Natürlich perfekt. Voilà, Platz jetzt kauen. Ist gut, oder? Ja, es geht gut auf. So, liebe Landfrauen, ich kann euch das Menü vorstellen. Wir haben heute Abend ein Fischtartar mit frischen und geräucherten Felchen im Zugetti-Mantel. Als Hauptgericht haben wir Entenbrüstchen an einer Bénichon-Sauce mit Knöpfli und Kürbispüree. Und zum Dessert ein Pfirsichgratin mit Surram-Glacé im Körbli. Wunderbar. Ich wünsche euch guten. Das Felchentartar ist gut durchgezogen. Jetzt kommt es ins Zugetti-Mänteli. Ich dachte, es war viel einfacher. Ja, nein, das ist nicht wahr. Nicht? Aber Nein, sicher nicht. Es hat schöner ausgesehen. Die Frauen müssen vorwärts machen. Der Erik präsentiert schon den Wein. Erster Wein. Natürlich ein Weißwein mit die Felchen. Und ja, wir haben lang gewartet, mit Kindern gesprochen, was wollen die Frauen trinken und so. Und wir haben entschieden für einen Gewürztraminer. Aber hier im Wein, er heißt Traminer. Und das ist absolut trocken, aber aromatisch. Und mit dem Fisch, das muss sicher gut gehen. Sicher. Probieren wir das? Okay. Auch die Auswahl vom Wein bewerten die Landfrauen. Ja, mit dem Strohhalm. Danke. Bitte, bitte. Silvia, komm. Viva. Santé. Santé. Jetzt kommt noch eine Basilikumsauce drumherum, Zucchetti-Würfel und obendrauf steckt dann die angebratene Fischhaut. Ja, ja gut. Nein, Es sieht anmächelig aus, aber die Anni ist kritisch. Ja, ich bin nicht so zufrieden mit der Präsentation, aber das ist mein Fehler. Danke vielmals. Ja, das... Und zum Schluss, es bleibt noch ein. Ja, das ist gut. Bitte. Dankeschön. Gute. Die Landfrauen bewerten jeden Gang mit Noten von 1 bis 10. Dabei achten sie auf den Geschmack, die Kreativität, die Präsentation. Sie sind auch so kritisch wie Anni selber. Ja, mit der Rose hat schon etwas vom Wein. Das habe ich eben nicht bekommen. Ja, das stimmt. Ui, danke. Okay. Erst einmal. Merci. Ich habe es auch gedacht, dass es so. Die Präsentation der Vorspeise hat mich schön gedacht. Auf dem Teller hat gepasst, war farblich abgestimmt, hat Farbe drauf gehabt, ist nicht fad übergekommen. Von dem her war das sehr gut. Geschmacklich hätte ich es noch ein bisschen mehr Pfiff haben. Ich habe es eigentlich ein bisschen würziger erwartet. Der Weisswein, der Traminer, hat sehr gut gepasst zur Vorspeise, zu Fisch. Es war ganz ein guter Wein. Hat mir gut geschmeckt. Mal. Das würde ich jetzt auch so bestellen in einem Restaurant.
Die Entenbrüstchen sind im Ofen, die Beilagen in der Pfanne. Jetzt geht es an die Benichon-Sauce. Drinnen ist Schneidel, Bratensatz von den Enten, Weisswein, Kalbsfond und natürlich der Benichon-Senf, den Anni gestern gemacht hat. Jetzt ist gut, jetzt spürt man den Senf raus. Ist das gut? Ja, muss man sagen. Ja, nein, ist gut, man merkt, es ist gut. Tipptopp. Voilà, meine Damen und Mesdames, zweiter Wein. Ein Rot natürlich, mit Abgang. Und das ist speziell. Er heißt Noblesse. Noblesse, das ist eine Assemblage, eine Mischung, eine Assemblage von 3 verschiedenen Rebsorten. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Das ist, man kann nicht sagen, das ist ein kleines Bordeaux, aber das ist wie Bordeaux, eine Assemblage. Das ist fast wie okay. Wollen wir probieren? Ob wir noch zusammen mögen? Wir zusammen. Super. Also weißt, ich schneide jetzt da, glaube ich, ein paar Brüstchen auf. Ja. Und wenn du mit dem Fleisch bereit bist, nehmen wir dort diese weißen Teller raus. Das geht irgendwie. Schöner rosa, hä? Ja, super rosa gut. werden, ja. Die Soße willst du unter das Fleisch? Ja, nicht über das Fleisch. Ja, das schwarz kannst du ein bisschen Soße drüber. Moment, ja. Nicola. Voilà, ist gut. Oh, sonst... Es läuft alles runter. Die sind gerade ein bisschen schräg, die Teile. Spätzli. Ja. Jetzt weit raus, gell, wegen dem Rand müssen wir denken. Tust du Kürbiskerne? Ja. Ist gut. So. Voilà. So, jetzt. Gut. Ja. C'est bon, tout mis, Anni? Ouais, Sûr. c'est bon. Musst du auf die PC-Seite haben, Philipp. Da. Weiter. Jetzt müssen alle mit anpacken und die Dauer schnell zum Essen runterbringen. Vas-y. Er sagt zwar, er macht es sonst nicht, aber er macht es so, wie er findet. Ja, höchstens von Chinesisch. Haben wir schon gemacht, die haben sie sogar von selber. Bei der Hauptspeise bin ich richtig überrascht, dass es Enten gibt. Und ich muss also sagen, da hat sich Anni selber übertroffen. Also, es war fantastisch. Also, es war alles heiß. Das Fleisch, der Garpunkt war perfekt. Es war auch gut gewürzt, eine sehr gute Sauce dazu. Das Kürbismus oder Mus, so, hat mir jetzt ein bisschen speziell gedunkt. So dazu. Ein bisschen, wie ein Breili, das man so von der Kindlizeit her kennt. Aber mit den Kürbiskerne hat es noch einen guten Gut gegeben. Die marinierte Birne, die in der Mitte war, die war noch so ein Töpfchen auf dem Ei. Die konnte man zwischendrin immer wieder ein bisschen davon abschneiden. Und das hat sie so schön abgerundet. Vom Rotwein war ich sehr Fan. Es ist ein leichter, ein bisschen süsslicher, wo man die Traube auch noch ein bisschen spürt. Ich trinke daheim eigentlich, wenn ich Wein trinke, genau solche. Du musst ja lupfen, sonst siehst du ja. Ja. In diese Brezel kommt dann eine Kugel Sauerrahmglasse. Dazu gibt es Gratin aus weissen Pfirsich. Ja, also ich glaube, das Dessert ist sicher gut. Das werden sie aufessen. Mensch. Ja, ich würde auch mal. Stefanie hat zwar gesagt, für sie muss das Dessert kalt sein. Ist wahr? Ah, jetzt ist halt das ich gerade lachen, als sie das gesagt hat. Im Guss hat es Nidle, Ei, Zucker, Pfirsichschnaps und Orangensaft. Jetzt kommen die Förmchen 5 Minuten in den Ofen zum Überbacken. Der Schwester scheint es gut zu laufen. Wir hatten eigentlich immer gute Laune. Hä? Nicht? Ja, wir waren ein bisschen nervös zwischendurch, aber sonst ist gut. Ja, es geht.
Bin ich froh, habe ich es dann nicht mehr. Ja, ist es vorbei. Die Sauerrahmglasse kommt frisch aus der Glassenmaschine in die Körbli. Gut. Aber schau, dass die nicht runterfallen. Ja, gell? Le Dessert. Ein bisschen Brezel. Sie brezelt. Da wollen wir weit auseinander. Jetzt kommt es gut. Es kommt Dessert. Danke. Das ist schick. Das ist zum Servieren noch speziell. Ja. Danke. Also das Dessert war sehr gut. Mit Pfirsichgratin, das schön warm war. Und die kalte Glasse dazu. Das war eine gute Kombination. Die Pfirsiche haben wir sehr gemundet. Sie waren ein bisschen heiß am Anfang. Ich hätte so gerne heißes Zeug. Aber die Sauerrahmglasse, ich habe sie gegessen, war nicht gut. Aber ich hätte jetzt die noch ein bisschen süßlicher genommen. Sie hat einen Punktabzug bekommen, weil der Pfirsichgratin warm war. Klar muss man den warm servieren, aber ich habe nicht gerne warme Dessert. Das ist das Einzige, was ich kritisieren kann, aber der Dessert war der Hammer. Wirklich super. Ja, jetzt mag ich es verleiden. Unbedingt. Unbedingt. Du bist in so einem Weingebiet, du kommst den ganzen Tag rein. Sagst du das niemandem? Nein, das sage ich niemandem. Bitte. Hey. Merci, gell? Ja, bitte, Sante. Jetzt können die Köchinnen endlich entspannen. Ist gut. Ah, ist herrlich. Das hat mich schon ein bisschen belastet. Ist wahr? Ja, nein, nicht belastet, aber ja, willst du es ja recht machen im Prinzip, oder nicht? Ja, aber, hast du es ja recht gemacht. Ja. Also, wir haben es Gut. recht gemacht. Das ist ja gut. Und dann dürfen Anni oder Erik auch in die Runde sitzen. Wir sind unterhalten worden. Ist wahr? Zum Kaffee tischt Anni noch die süße Variante vom Wühikuchen auf. Und wie hat es den Frauen gefallen bei der Anni? Der Raum und die Ambiance tipptopp. Es war wirklich schön, man hat sich wohl gefühlt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade richtig. Auch von der Farbe her hat es mir gedacht, recht hell und gleich noch ein bisschen Farbtupfer drin. Es war sehr schön. Das ist einfach ist bei dir auch das. Du bist froh. Geschafft, ja. Nein, ist die andere Klasse. Und natürlich gibt es auch zum Dessert einen Schluck Wein. Hätte echt Anni bei den Landfrauen Bestnoten holen können? Oder gewinnt Sibyl Meyer aus Margau? Silvia Schier aus Graubünden? Trumpft Ramona Imhasli aus dem Wallis auf? Oder die Stefanie Moser aus Bern? Erna Köfer aus dem Appenzell? Oder gewinnt die Luzernerin Romana Zombühl? Das erfahren ihr morgen in der grossen Finalsendung am 10.08. auf SRF 1. Das wird schon.